All paar Jahre organisiert den Herr Pantaleoni eine Studiereise an Israel. An wie Altkeiers sind auch Schüler vom Mulchkanal mitgegangen, für das ganz festzuhalten. Ein Land wie Israel mit all seiner Komplexität die Schüler nutzubringen, ist alles außer einfach. Dafür hat Herr Pantaleoni dezidiert, am November mit 2. und 3. Schüler 10 Tage auf Platz selber zu gehen. Somit hatte sie die Möglichkeit, Kultur und die 3 Hauptreligionen hautnah kennenzulernen. Heute sind die Impressionen, die sie mit eingebracht haben. Ich wollte noch kurz etwas sagen zu der Schule, an der wir waren. Matthew da haben so auch Austausch gemacht, waren an einer griechisch-katholischen Schule an einer arabischen Stadt. Und da haben wir den Morgen mit den arabischen Kindern verbracht. Und das war ganz interessant für auch hier Meinungen also kennenzulernen. Wir sind am Bus gekommen und hin und wieder hat mega geklappt. Und wie wir da eben sitzen, da konnte man so als Schüler. Und da sind wir eben mit denen getröppelt, da konnte man mit ihnen schwätzen. Wir sind an einer Moschee gegangen, in einer Synagoge, an einer Kirche. Ja, an der Schule war wirklich eine mega Stimmung. Und wir haben halt auch eben viele Leute kennengelernt. Und wir haben sogar von ihnen invitiert, wie sie sind. Ich habe gut mit ein ganzes Buffet von ihnen abgedischt, wo man als Volonté konnte servieren. Und das war lauter Spezialitäten halt aus Israel, wie Falafel, Hummus, Fladenbrot und halt hier klassische Sachen, die sie da essen. Das war uns wirklich gefallen, das war eben an Jerusalem selber, war klar gemauert, weil dort wirklich die streng orthodoxen Juden gesehen, wie die Klagemauer wirklich angebiert und geküsst haben. Wie du merkst einfach, dass was für Wert die Mauer für die Leute hat, und mehr als Christen, gesehen das nicht, vielleicht nicht so an. Am Deutschen Meer, das war super. Das heißt den immer so. Genre, ich kann da sitzen, da stehen, dann da leien und gehen in den Dinner. Aber das ist wirklich so. Ich konnte carrément an mir stehen und das in den Dinner gehen. Du hast nicht gerechnet. Wir waren halt aus einer Oase und da war so ein riesiger Wasserfall und man konnte so mit der Sonne gehen und das war mega impressionant, dass das einfach in der Wüste war. Ein von den anderen Highlights von der Reise war der Sonnenaufgang zu Masada. Wir sind morgens um 3 Uhr aufgestanden, für den Sonnenaufgang gucken zu gehen an die Wüste. Es war wirklich ein sensationeller Sonnenaufgang. Nach dem Sonnenaufgang sind wir dann weiter auf Burj Masada gegangen, wo sich damals die Juden verstoppt hatten und auch von der Römer sich umgebracht hatten. Also das war ein ziemlich weiter Weg für bis rauf, wo wir dann einfach eine schöne Vue hatten über Masada. Den Holocaust muss ich verschämen. Ich fand, dass das, was mir am meisten am Gedächtnis blieb. Ja, da war den Raum, so, wo überall Fotos hängen von all den Opfern, wo so mehr krass gewirkt hat, weil ich gesehen habe, wen die Leute waren, die umgebracht gesehen haben. Das mit der Körperbedeckung, das war ein bisschen unpraktisch, weil es war relativ warm, da hatten 25 Grad und immer Sonne. Und dann mussten wir aber monströs lang boxen tun. Für die Mädchen aber halt eben noch dasselbe. Sie hatten also ein bisschen ein Problem, weil sie mussten auch die Schulter bedeckt und sie konnten kein Top und sie mussten dann halt auch ein T-Shirt oder so und ja, das war eben ungewöhnlich für uns. Mir teilweise aber auch verständlich, wenn du an die helle Städte geht, dass ihnen dann halt bekleidet soll sein. Eine Sache, die mir persönlich ganz gut gefallen hat, war mehr Informationen über den Israel-Palästina-Konflikt zu lernen, weil wir waren größtenteils von der Zeit zwar bei den Israelis. Ja, 4 Tage, ich war auch zu Bethlehem, das ist in Palästina. Den Tag waren wir morgens an den Kannerspital, da waren wir am Anfang in Palästina. Wie wir eben dort das Spital waren, da waren wir nur an einem Raum, wo dann eben der Guide war, den hat man uns noch ein bisschen über die Situation eben da geschwärzt. Und das ist mega schwer, auf die andere Seite eben zu kommen. Es wird immer gesagt, dass in Israel halt die Soldaten überall präsent wären. Und just wenn wir in Jerusalem waren, da stehen manche bei Soldaten. Wir sonst am ganzen Rest von Israel haben wir wirklich praktisch nie Soldaten gesehen. Und wenn wir halt nach Bethlehem gegangen sind, dann ist uns auch aufgefallen, dass da mehr Kontrolle sind wie in Israel.
Was Israel so besonders gemacht hat, war, dass die Schüler mit den Leuten selber in Kontakt gekommen sind und Israel in all seine Formen kennengelernt haben. Dafür wollten wir auch noch einmal all denen Merci sagen, die das Reis möglich gemacht haben und hauptsächlich mit dem Nancy Fiedler und dem Herrn Pantaleoni, die sie organisiert haben.